wo er in der Mehrheit ist, intolerant, aggressiv, feindlich gegenüber allen anderen Religionen und er übt Gewalt aus, er unterdrückt bis hin zum Töten. Und das wollen wir in Deutschland nicht. Und deswegen müssen wir anfangen, uns über den Islam zu informieren. Wir müssen uns anschauen, was will der Islam. Dazu reichen ein paar Stunden Lektüre. Lest den Koran. Wir haben hier auch ein paar Informationszettel. Da stehen ein paar Beispiele drin, was im Islam drinsteht, was da gefordert wird. Da können Sie sich schnell informieren und Sie werden sehen, alle hier, die wir hier sind und die wir nicht Muslime sind, sind akut gefährdet. Akut gefährdet. Deswegen stehen wir hier, deswegen versuchen wir hier die Informationen zu verbreiten. Und wir wissen natürlich, dass der Informationsstand in der Bevölkerung nicht besonders hoch ist, weil die Medien es verschweigen. Sie versuchen, den Islam schön zu färben, weitestgehend. Die Politiker verschweigen das Thema, weil es ihnen nicht recht ist. Sie möchten nämlich muslimische Wählerstimmen sich jetzt schon sichern. Ich weiß es persönlich aus der Münchner CSU. Das hat mir der Chef der Münchner CSU selber gesagt, weil ich früher mal Pressesprecher von der Münchner CSU war. Er hat gesagt, ohne muslimische Wählerstimmen werden in Zukunft keine Wahlen gewonnen. Und deswegen ist die Münchner CSU absolut islamunkritisch, wie auch die meisten etablierten Parteien. Sie versuchen, den roten Teppich auszurollen und sie versuchen, möglichst keine Kritik zu äußern. Deswegen gibt es uns, die Bürgerrechtspartei Die Freiheit. Wir wurden mit dem Geist von Geert Wilders gegründet. Und jetzt sehen wir da hinten ein Plakat, die Freiheit ohne Vernunft ist Barbarei. Ja, wollen Sie vielleicht auch was sagen? Vielleicht wollen Sie was sagen. Sie sind Ex-Muslim? Ja? Ja? Wollen Sie was sagen? Wollen Sie den Leuten was erzählen? Warum sind Sie nicht Moslem? Weil ich denke, ganz gefährlich. In Iran ich sage es gefährlich. Also das sagt jetzt ein Mitbürger, der aus dem Islam ausgetreten ist. Er sagt genau das, was wir auch sagen, der Islam ist gefährlich. Ja, und wenn wir jetzt versuchen, transparent sind, ohne Vernunft, das ist natürlich denn wir Was filmen Sie dauernd, wenn ich fragen darf? Bitte? Was filmen Sie dauernd? Sprecher? Bitte? Das Drumherum. Das Drumherum? Und der Sprecher hauptsächlich. Nein, Sie fotografieren und filmen immer in die Menschen rein. Ich meine, wenn es mal zu Dokumentationszwecken, aber Sie haben dauernd die Kamera auf. Das irritiert mich ein bisschen. Das irritiert mich sehr. Mich irritiert es auch, dass man da gefilmt wird und fotografiert wird. Sie haben eine Versammlung, Sie haben eine Versammlung angemeldet. Ich kann auch schauen, was Sie gefilmt haben.